Franziska, wir reden heute über das Buch Maifliegenzeit von dem deutschen Autor Matthias Jügler. Es liegt hier vor uns, hat so einen türkisgrünen Einband und vorne drauf abgebildet ist ein Junge, der so ganz stolz den Fisch, den er gerade geangelt hat, in die Luft hält. Hat das Buch also was mit Angeln zu tun? Ja, unbedingt. Das Fischen spielt eine wichtige Rolle. Okay, spannend, lustig, traurig. Was erwartet mich heute, wenn du mir das Buch vorstellst? Spannend und traurig. Bevor wir loslegen, noch eine ganz drängende Frage. Das Buch heißt ja Maifliegenzeit. Und wahrscheinlich müsste ich es wissen, aber ich weiß es nicht. Was sind denn Maifliegen? Ich habe es auch nicht gewusst, bevor ich das Buch gelesen habe. Sie sind jedenfalls nicht schwarze Brummis, so wie ich es mir vorgestellt habe. Sie sind gel und im Spann von ihren Flügeln sind sie etwa so 1,5–2 cm. Sie schlüpfen, propellern wie verrückt, mit ihren Flügeln paaren sich, sterben. Es gibt Jahre, wo sie im Mai zu Tausenden schlüpfen und im Mai passiert eben auch das, von Matthias Jügler seinen neuen Roman dominiert. Dann bin ich jetzt gespannt drauf. Das ist der Literaturclub 2 mit Buch, mit mir, Katja Schönherr. Und mit mir, der Franziska Hirsbrunner. Maifliegenzeit von Matthias Jügler. Franziska, erzähl doch mal, worum geht's? 70er Jahre, DDR. Ein junges Lehrpaar, sie erwartet ihr erstes Kind. Kurz vor der Geburt sagt man, mit dem Herz stimme etwas nicht. Es gibt einen Kaiserschnitt. Nach der Geburt heisst es, das Kind sei gestorben. Sie haben es nicht einmal sehen. Die Frau glaubt es nicht, dass ihr Kind nicht mehr lebt, aber die beiden sind wie eingemauert in ihrem Schmerz. Die reden nicht miteinander, die Ehe zerbricht. Die Frau stirbt relativ jung. Der Mann hat irgendwann eine neue Beziehung, aber er funktioniert eigentlich nur noch. Er hat auch kein Kind mehr gehabt. 40 Jahre später, da ist er schon pensioniert, kommt er an einem Abend heim und seine Freundin sagt, dein Sohn hat angerufen. Okay, ich bin schon angefixt. Jetzt will ich natürlich wissen, was passiert ist und was aus so einer Vater-Sohn-Beziehung nach so vielen Jahren noch werden kann. Ja, also ein Spoiler, das funktioniert natürlich nach 40 Jahren nicht mehr so recht. Es ist ein wahrer Fall, einer von 3 Fällen, die man durch eine DNA-Analyse beweisen konnte. Es gibt eine Interessensgemeinschaft gestohlene Kinder der DDR und die sagt, man könne vermutlich von gegen 2000 Fällen ausgehen. Ich habe schon davon gehört, also da wurden neugeborene Kinder den Eltern weggenommen, um sie in meisten Fällen irgendwelchen Staatsoberen zu geben, die selber keine Kinder bekommen konnten. Also perfider geht's eigentlich überhaupt nicht. Nein, es ist wirklich grauenhaft. Der Matthias Jügler schreibt immer wieder über die DDR, das ist für ihn ein wichtiges Thema. Und er hatte so ein vages Projekt gehabt über Zwangsadoptionen in der DDR. Und dann hat er von diesem Thema vortäuschten Kindstod gehört. Aber es sind jetzt 2 verschiedene Sachen, gell? Also bei Zwangsadoptionen, da wissen die Eltern von dem Kind und das wird ihnen weggenommen. Und jetzt in dem Fall beim vorgetäuschten Säuglingstod, da wird dann so ein Schauspiel aufgeführt, das Kind sei verstorben und dann wird das Kind weggegeben. Genau, also Zwangsadoptionen übrigens, die hat es ja in der Schweiz gegeben. Aber das mit dem vortäuschten Säuglingstod, das ist einfach noch so viel fieser, weil die Eltern überhaupt keinen Anhaltspunkt mehr haben. Der Matthias Jügler hat mir erzählt, es hätte ihn völlig aus den Socken gehauen. Für mich war das Thema so ganz neu und ich dachte eigentlich, dass ich alles weiß über die DDR, weil ich ja mit so vielen Leuten gequatscht habe, ständig mit Zeitzeugen, also gefühlt natürlich nicht wirklich, aber ständig irgendwie in Kontakt bin, auf der Suche auch nach Geschichten. Und ich habe gemerkt, dieses so etwas Lauwarme, was Zwangsadoption anging, dieses Interesse, so mal schauen, ob das was wird, das war dann so quasi, das Wasser kochte dann sozusagen und ich wusste, okay, darüber will ich was schreiben. Aber auch nur, wenn es kein Einzelfall war, weil ich dachte irgendwie, wenn das ein Einzelfall ist, dann wird das vielleicht, ist das Stoff für einen Thriller oder ein Krimi, das ist nicht so. Und ich merkte dann ganz schnell, wie viele Frauen das betroffen hat und wie viele Frauen, aber auch Väter und wiederum aus der anderen Richtung betrachtet, auch Kinder heute noch suchen. Franziska, ich höre, ihr seid draußen, da zwitschern Vögel. Wo wart ihr? Aber einen sehr speziellen Ort. Ich habe den Matthias Jügler schon zu seinem letzten Roman interviewt, über Leitung. Und er hat gesagt, wenn ich dann mal auf Leipzig komme, er wohnt dort, dann nehmen wir mich mit fischen. Und dann sind wir also zuerst Richtung Unstruttal gefahren, dort spielt der Roman Maifliegenzeit. Dann sind wir aber weiter, dort ist es noch besser zum Fischen und an einen Ort gekommen, der einen zauberhaften Namen hat, mit einer Eisenbahn wie im Märchenbuch.
Wir sind in der Wolkensteiner Schweiz, quasi am Eingang vom Erzgebirge. Und jetzt rauscht hier gerade der Zug vorbei. Wir sind hier, ich meine, wir sind ja leider nicht im Fernsehen, aber es sieht aus wie in Norwegen. Wir haben so nackte, kahle Felsen, auf denen wachsen Birken. Dann haben wir diesen wunderschönen Fluss, die Tschopau, die sich hier durch diese Landschaft schlängelt. Dann diese Gleise. Und also ich bin ehrlich gesagt, die ganze Zeit, während wir dieses Gespräch führen, denke ich eigentlich ein bisschen immer auch an die Forellen. Die lenken mich richtig ab, weil ich merke richtig, ich kriege juckige Finger und möchte sie am liebsten sofort fangen. Und ja. Ich habe natürlich gesagt, nichts ist. Finger weg von den Fischen. Genau, jetzt nicht. Aber ich habe es wirklich so speziell gefunden. Ich habe mich so gefreut, dass mich der Matthias Jügler dort hingeführt hat. Da hat es zum Beispiel eine Burg gegeben, so wie einen weißen, schmalen, riesigen Betonklotz mit ganz vielen rabenschwarzen kleinen Fenstern und so einem wuchtigen, barocken Dornrösli-Turm und das mitten in den Bäumen. Kennst du die Gegend? Du Franziska, ich komme von gar nicht so weit her. Ich stamme aus dem Erzgebirge und dann später habe ich in Leipzig studiert und vom Alter her bin ich von Matthias Jügler auch nicht so weit entfernt. Also alles, was ich hier gerade höre, lässt ziemlich viele Erinnerungen bei mir aufkommen, aber fischen war ich nie. Also wir kommen aufs Fischen, das ist ja sehr wichtig für den Matthias Jügler. Aber ich würde gerne zuerst jetzt mal noch beim Plot bleiben. Ich kann so viel verraten, dass Fischen für den Erzähler, den Vater vom gestohlenen Kind, eine Möglichkeit war, über die Runden zu kommen. Das war ein extremer Schmerz, aber auch so ein permanent schlechtes Gewissen. Schlechtes Gewissen, warum? Seine Frau beim Kaiserschnitt, da hat am Schluss die Narkose nicht mehr so recht gewirkt und sie hat gemeint, sie hat ihr Kind laut und deutlich schreien gehört. Und das hat nicht geschrauen wie ein Kind mit einem Herzfehler. Und der Mann hat einfach gefunden, du, das kann nicht sein, das ist tot, jetzt akzeptiere das. Sie ist fast in einen Wahn geraten. Das hat er einfach nicht hören, weil es ihm selber so schlecht gegangen ist. Und er hat dann eben auch später, wo seine Frau ihn längst verloren hat, nie so recht etwas unternommen. Und da würde ich jetzt gerne mal einen Ausschnitt vorspielen aus Maifliegenzeit. Bis heute frage ich mich, warum ich damals, als es kaum noch zu leugnen war, dass etwas ganz offensichtlich nicht stimmte, keine weiteren Anstrengungen unternommen habe. Denke ich darüber nach, fühle ich mich schuldig und ich wünschte mir, ich könnte die Zeit zurückdrehen und etwas unternehmen, anstatt mich einfach wegzuducken, denn das war, was ich damals tat. Ich wundere mich immerzu aufs Neue, dass die Vergeblichkeit dieses Wunsches, die so offensichtlich ist, mich nicht davon abhält, ihn doch zu äußern, als Teil der stummen Selbstgespräche, die ich dann und wann führe. Das ist ein wahrer Fall, eine tragische Geschichte. Ich hätte mir das vom Ton her jetzt ein bisschen reißerischer vorgestellt, aber das, was ich gehört habe, klang sehr still, sehr in sich gekehrt. Ja, das ist es. Und es ist tatsächlich eine heikle Geschichte. Und ich hätte es mir auch anders vorstellen können. Ich habe Matthias Jügler gefragt, wie er mit dem Heiklen von dieser Geschichte umgegangen ist beim Schreiben. Ja, also ich habe schon so ein paar Gefahren gesehen. Beispielsweise dachte ich mir, ich darf jetzt nicht in die Falle tappen, so ganz schnell so einen Roman zu schreiben, weil ich das Gefühl hatte, ich habe ja mit 5, 6 Frauen gesprochen, also Müttern gesprochen, die ihr Kind suchen, die diesen Verdacht haben. Ich bin denen ganz doll verpflichtet. Also ich hatte das Gefühl, die haben sich so massiv geöffnet. Es waren noch Gespräche, da sind hüben wie drüben die Tränen geflossen. Und ich wusste, ich muss jetzt einfach versuchen, einen irgendwie zurückhaltenden Text zu schreiben, der sich so gut wie es in meiner Macht steht, darum kümmert, darüber eine sorgsame oder eine feine, sorgfältige, zarte Geschichte zu schreiben und nicht so einen Krimi, Thriller, Action geladen. Also ich dachte mir, da muss ich ganz sorgsam und vorsichtig sein. Und dass das kein Stoff ist wie jeder andere, das war mir von Anfang an klar, so ein bisschen. Aber beim Schreiben habe ich es vor allem gemerkt. Und vor allem, als danach die Reaktion kam aus der Politik, da habe ich gemerkt, okay, ich habe hier offensichtlich in Wespennest gestochen. Reaktion aus der Politik? Wespennest, ja. Es hat wirklich Ärger gegeben. Einen Tag vor der Buchmesse in Frankfurt hat Matthias Jügler ein Mail bekommen mit Betreff Anfrage Bundestag. Und er hat gemeint, das sei Spam und hat es zuerst gar nicht aufgemacht. Und dann hat er aber während der Messe von verschiedenen Seiten Vorwürfe bekommen, das könne nicht sein oder er retraumatisiere mit solchen Räubergeschichten Mütter, die ihre Kinder suchen. Und dann hat er dann doch noch angerufen, nach der Messe beim Absender vom Mail. Das ist der Referent von der Bundesbeauftragten für die Aufarbeitung von der SED-Diktatur gewesen.
Das war ein 20-minütiges Gespräch nach der Buchmesse und ich hatte das Gefühl, dass ich so ein bisschen abgehorcht werde im Sinne von, was planen Sie jetzt? Graben Sie da noch weiter? Und ich, also das hat so wortwörtlich er mir nicht gesagt, aber ich habe mehrmals während des Telefonats gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, ich mache da jetzt nichts weiter. Dachte mir aber auch, warum sage ich das eigentlich? Ich könnte jetzt auch investigativ recherchieren, ist doch mein gutes Recht, wir sind ja nicht mehr in der DDR. Ich weiß ja nicht, was ihm da jetzt genau gesagt wurde, aber es klingt schon so ein bisschen nach Aufarbeitungsmüdigkeit, also so ein bisschen nach, jetzt ist aber dann auch mal gut. Und ich muss auch sagen, ich finde es recht mutig, dass er als ja doch so junger Mensch so ein DDR-Thema aufgreift, weil er war ja noch ein Kind, als die Mauer gefallen ist, sprich, es gibt noch sehr viele Zeitzeugen, die mehr mitbekommen haben und ihm natürlich jetzt die ganze Zeit die Kompetenz absprechen können, wirklich was darüber zu wissen, wie das damals alles war. Ja klar, aber es gibt auch sehr viele Zeitzeugen oder Zeitzeuginnen, die gelitten haben, ihre Geschichten erzählen. Also er ist ja jemand, der wirklich Geschichten sammelt. Und ich denke, zu dem Streit, der da entstanden ist, das ist eigentlich immer so ein bisschen das Gleiche. Man hat die Dynamik der Opfer, die sich nicht verstanden fühlen und die Frauen fühlen sich nicht verstanden vom Staat und einer Behörde oder einem Staat, der findet, ja, was haben wir machen doch etwas. Also die Dynamik hat es in der Schweiz auch gegeben, zum Beispiel bei der Aufarbeitung vom Unrecht an den Verdingkind. Jetzt, ich meine, warum macht er das und wie getraut er sich das? Er hat sich immer wieder in seinen Romanen mit dem Schaden beschäftigt, wo so ein Unrecht anrichtet. Er schreibt keinen DDR-Roman, das sagt er auch ganz dezidiert. Und auch jetzt in Maifliegenzeit geht es mehr um die Gegenwart. Es geht darum, wie der Vater jetzt lebt, mit dem Gefühl, dass sein Kind gestohlen worden ist und dem Gefühl, dass er nichts unternommen hat, dass er ganz selten mal nur irgendwie etwas probiert hat, neu zu recherchieren und wenn er eins auf die Nase bekommen hat, hat er es gerade wieder aufgegeben. Und es geht nicht zuletzt auch darum, was es mit dem Matthias Jügler gemacht hätte, wenn ihm so etwas passiert wäre. Ich merke auch immer, wenn ich mir einfach vorstelle, dass mich das trifft, ich suche mein Kind, ich habe Zweifel daran, dass dieses Kind noch lebt. Man muss sagen, viele Eltern haben auch kein Grab, weil die Ärzte gesagt haben, oh, das ist so ein interessanter Herzfehler, wir brauchen das für Medizinschutzwege, wir kümmern uns drum, da sparen sie auch das Geld für die Beerdigung. Und sie haben ja noch Zeit, machen noch neue Kinder, so in der Art. Und wenn ich sowas erlebt hätte, das würde mich, also wenn man sich vorstellt, ich glaube, dass mein Kind nicht tot ist, das lebt irgendwo, in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, wo auch immer, das macht einen doch rasend. Also was Schlimmeres gibt es ja nicht. Also eine größere Leerstelle in jemandes Leben kann ich mir gar nicht vorstellen. Es ist schrecklich, der Gedanke, dass man gerade noch als Frau, man hat eine Schwangerschaft durchlebt und danach sieht man kein Kind, danach hört man kein Kind, danach fühlt man kein Kind. Das ist furchtbar. Ja, Leerstelle, das Wort, das jetzt Matthias Jügler vorher gesagt hat, es hat mich wirklich beim Lesen von vorne bis hinten in diesem Buch beschäftigt, dass da einfach ein riesiges Loch ist in meinem Leben. Franziska, es ist ein großes Thema, was sich Matthias Jügler da gesucht hat. Ein schwieriges Thema, aber das Buch hat, ich blätter hier gerade durch, es hat nicht mal 200 Seiten. Es sind 150 Seiten, also die kurze Form. Ja, das ist seine Form. Ich habe ihn trotzdem gefragt, warum er nicht einmal eine Ausnahme machen können. Also warum so einen grossen Stoff und so viel Recherche, er hat enorm viel recherchiert. Für ihn dann muss ein schmales Buch ergeben. Ja, ich denke, man hätte bestimmt auch einen 600 oder 800 Seiten Klopper schreiben können. Aber ich stelle mir beim Schreiben eigentlich immer so eine Art riesiges Wimmelbild vor. Das ist 3 Meter lang und 3 Meter hoch oder so, mit ganz vielen Figuren. Und ich könnte all diese Figuren und all diese Begebenheiten, die dieser Mensch vielleicht in seinem Leben gemacht hat, rechts unten sehe ich die Einschulung, links oben das erste Date oder ne, also diese Tausenden von möglichen Sachen oder Begebenheiten, Momente, die dieser Mensch erlebt hat, könnte ich ja alle aufschreiben. Aber ich versuche es dann mir so vorzustellen, wie wir befinden uns in einem dunklen Raum. Dieses riesen Wimmelbild hängt an der Wand und ich suche mit der Taschenlampe so schlaglichtartig die Momente im Leben, die, um diese Geschichte zu erzählen, die ich erzählen will, die bedeutsamsten sind. Ne? Und das ist dann zum Beispiel natürlich der Tag der Geburt. Das ist dann der Tag, wo er in der Zeitung liest, dass man seine Krankenhausakten nun doch beantragen darf.
natürlich der Tag, wo er das erste Mal mit seinem Sohn telefoniert. Der Tag, an dem sie sich das erste Mal sehen. Und ich habe das Gefühl, ich entschlacke das einfach nur so ein bisschen. Ich glaube, das passt einfach zu mir und entspricht irgendwie meiner Art des Erzählens. Ich mag das gern, wenn man bestenfalls, ob es klappt, ist immer die andere Sache, aber wenn man bestenfalls sagen kann, hier ist kein Wort zu viel. Das wäre mein Traum-Idealzustand. Und Franziska, hat's geklappt? Ja, ich habe das übrigens schon beim letzten Buch gefunden, «Die Verlassenen», wo es auch um einen massiven Übergriff durch die Staatssicherheit geht. Und mir fällt es jetzt wieder auf, wie fein das erzählt ist, wie still. Und ich habe Matthias Jügler gefragt, wie er eigentlich seinen Ton findet. Das ist eine gute Frage. Vor dieser Problematik stehe ich jetzt auch wieder, ich bin ja dabei, den 4. Roman zu schreiben oder anzufangen. Ich glaube, das ist so dieser eine Satz, der vielleicht nach mehreren Tagen oder Wochen Arbeit dann in diesem Word-Dokument steht, der auf einmal diesen Ton hat und ich merke, oh, das ist er. Und dann streiche ich die 3 oder 5 oder 10 Seiten vorher und fange nochmal neu an mit diesem Ton. Es ist aber wahnsinnig schwierig, das zu beschreiben, wie man so einen Ton findet. Ich weiß irgendwie, okay, was ist das für ein Typ? Das ist ein Stiller. Der sitzt am Fluss und fischt. Der sucht seinen Sohn. Der hat sich oft weggeduckt. Und dann weiß ich ungefähr, okay, das sind so die Farben, mit denen ich malen darf. Aber welches Bild ich dann male, sprich wie der Ton wird, das ist dann so auch wieder so Learning by Doing. Das muss ich dann einfach probieren. Und das ist die Zeit des Frusts. Das kann ich nur sagen. Und ich wette, dass 99% aller anderen Menschen, die schreiben, das ganz ähnlich empfinden. Also diesen Ton zu finden, ist ganz schwierig. Aber wenn man ihn einmal hat, ich weiß nicht, dann müssten Sie mich mal erleben, wie ich dann panisch 5, 6 Mal auf Speichern klicke und es mir gleich als E-Mail schicke, weil ich denke, jetzt habe ich dich. Aber dann steht ja die nächste große Aufgabe, bevor ich muss aus diesem Ton sozusagen ein ganzes Lied machen. Und das Lied geht leider 150 bis 200 Seiten. Das ist dann eine Aufgabe von vielen Monaten und von auch nochmal ausprobieren und streichen. Das ist schön, wie er den Schreibprozess und die Qualen des Ganzen hier beschreibt. Hat er dir auch erzählt, warum ihn die DDR als Thema so nicht loslässt? Ja, klar, es ist seine Herkunft, du hast es ja vorher auch gesagt. Seine Eltern und Großeltern, das betont er und das gefällt mir auch, sind unbehelligt geblieben. Und zum anderen geht es ihm aber auch darum, die Gegenwart in der ehemaligen DDR zu verstehen. Wo wir in die Wolkensteiner Schweiz gefahren sind die Strassen gesäumt mit Wahlplakaten für die Kommunal-, Landtags- und Europawahlen. Genau. Fast nur Rechte. Und der Matthias Jügler hat mich immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass an der Autobahnbrücke massiv rechte Sprüche gesprayt sind. Ich glaube ganz ehrlich, dass es mich auch deshalb interessiert, weil ich mich die ganze Zeit natürlich ein bisschen wundere, auch über die Menschen hier im Osten Deutschlands und mich frage, wie kommt es denn, dass die so sind, wie die sind? Ne? Also wir zittern ja alle ein bisschen vor der kommenden Wahl und hoffen, dass die AfD nicht so viel Prozente bekommt. Und ich weiß, dass ich nicht herausfinden, also ich werde keine klare Antwort auf die Frage finden, wenn ich diese Geschichten der Menschen hier erzähle, denn meine Romane sind in der Regel basieren auf wahre Begebenheiten, aber ich habe das Gefühl, ich kann so ein kleines Puzzlestück für mich selber aus diesem Riesenmosaik vielleicht hinzufügen, indem man sich einfach erzählt, was den Menschen hier passiert ist. Das heißt nicht, dass ich sie verstehe auf einmal, aber ich kenne sie besser und das finde ich ist schon ganz wichtig. Darüber haben wir noch länger geredet. Das ganze Gespräch mit dem Matthias Jügler gibt es auf srf.ch/audio und dort unter dem Stichwort 2 mit Buch. Ich habe es ja versprochen, dass wir irgendwann mal noch über das Fischen reden. Wenn wir jetzt fischen, Katja. Na los. Der Matthias Jügler hat mir eine Wette angeboten. Ich sage 15 Minuten bis zur Forelle. Okay. Ja, top, die Wette gilt. Es hat keine Minute gedauert. Kommt der Zug und jetzt kommt meine Maitfliege. So, jetzt ist er auf dem Wasser gelandet und richtig toll wäre es, wenn jetzt der Fisch, die Bachforelle, jetzt sinkt die leider. Oh, da, hab eine. Eieiei. Das hat sofort geklappt. Extrem schnell. Wie witzig, oder? Das ist ein schöner Fisch. Und, hat er geschmeckt? Ja, das war super. Franziska, um jetzt mal die Angel wieder Richtung Buch auszuwerfen, was hat denn das Fischen mit dem Roman zu tun? Es ist wie eine Metapher, wo Matthias Jügler sozusagen geschenkt worden ist. Er
fischt wirklich schon fast sein Leben lang. Aber das ist ja dann kein Grund, das in eine Geschichte zu schreiben. Nein, das geht nicht. Aber man muss wissen, er hat zuerst ein Jahr lang aus der Perspektive der Mutter geschrieben. Also eigentlich das ganze Buch schon aus der Perspektive der Mutter. Er hat gemerkt, das funktioniert nicht. Dann hat er in die Perspektive vom Vater gewechselt. Und wenn der jetzt geht fischen, dann ist das nicht nur ein Trost für ihn, sondern es erzählt in ganz vielen Facetten etwas über die Situation, in der er drin steckt. Wir wissen alle, dass die Fische auf dem Grund unserer Flüsse sind, aber wir können sie nicht sehen. Also all diese Sachen, die ich da erzähle. Und für mich war das dann so ein Genuss, das aufzuschreiben. Bei all dieser Dramatik und Ernsthaftigkeit des Themas, das habe ich dann innerhalb von einem Jahr, konnte ich das runterschreiben, weil ich hatte das Gefühl, es war alles in mir. Ich musste immer nur den Mund öffnen sozusagen und dann flossen die Gedanken, beziehungsweise einfach nur tippen und dann ging es los. Auf einmal hatte ich diese männliche Perspektive. Es hätte aber auch genauso gut sein können, dass ich nach dem Jahr des vergeblichen Schreibens gesagt hätte, okay, das Thema ist mir zu groß, kann ich nicht. Aber ich wollte das unbedingt. Und dann hat sich das irgendwie auch gelohnt, dass ich, seitdem ich 3 bin, angeln bin, sozusagen. Entweder durch Großvater und Großmutter in Mecklenburg oder halt an der Saale oder jetzt in Leipzig oder hier im Erzgebirge. Und ich einmal dieses Fischwissen irgendwie auch nutzen konnte tatsächlich. Also ich weiß, meine Eltern, die waren immer so, die fanden Angeln immer, ach Gott, diese schleimigen Fische, die du dann nach Hause bringst und die schmecken nicht mal. Und jetzt, ich habe sie nicht gefragt, aber jetzt würden sie wahrscheinlich sagen, siehst du, jetzt ist das Angeln doch noch für was gut, auch beruflich vielleicht sogar. Okay, geballtes Fischwissen höre ich hier raus. Ja, aber es ist wirklich auch ein Wissen, das Matthias Jügler dann anwenden kann, in so einem ganzen Kreis von Themen, wie ich das vorher schon probiert habe zu sagen. Also alles von Geburt bis Tod, das ist völlig organisch, nicht aufgesetzt in diesem Buch. Aber über das Fischen erzählt hauptsächlich. Und für den Matthias Jügler sind die Maiflüge eben auch ein wichtiges Symbol. Ich habe das Gefühl, die Maifliegen gibt es vielleicht nur, damit ich dieses Buch schreiben konnte. Es ist für mich eine 1:1 Bild für das, was den Protagonisten in meinem Buch passiert ist. Ne? Du bekommst dieses Kind und es wird dir gesagt, es ist weg. So, also kaum, dass etwas da ist, ist es schon wieder weg. Und die Maifliegen heißen ja auch große Eintagsfliegen. Das kennen vielleicht noch mehr Leute. Aber die leben halt nicht nur einen Tag, sondern da gibt es Jahre vorher. Und das war für mich einfach eine ganz schöne Metapher oder so ein schönes Leitmotiv für Leben und Tod und Geburt. Ich weiß nicht, ich bin einfach ganz froh, dass es alles gab für diesen Roman, weil ich den sonst vielleicht hätte nicht schreiben können. Ich habe ja wirklich keine Ahnung von Fisch, aber nur schon jetzt anhand der Maiflüge habe ich gemerkt, wie sehr das einfach wirklich stimmt in dem Roman, wie so eine Maiflüge zum Beispiel etwas kann erzählen, wo auch der Hans, der Erzähler, betrifft. Also Maiflüge, die leben 2 Jahre oder noch länger im Schlick. Und dann kommen sie raus aus ihren Larven und dann müssen sie furchtbar sich anstrengen, damit ihre Flügel aushärten und dann flattert es ein bisschen und entweder werden sie von einer Forelle gefressen oder sie finden ihren Partner und kaum haben sie sich gepaart, sind sie schon wieder tot. Und das ist ein Bild, wie der Matthias Jügler vorher gesagt hat, auch für das kurz da sein und dann gerade wieder weg sein. Und ein anderes Bild ist, dass Maiflüge sehr gern gebraucht werden, also so als Imitat fürs Flügenfischen. Als Köder. Als Köder, genau. Das ist eine unendliche Arbeit, so einen Köder herzustellen. Und das ist etwas, was der Hans macht und das gibt ihm wie einen Anker wieder ein bisschen im Leben. Ich würde zum Schluss gerne die Stelle vorstellen, den Moment, wo er, der Hans, ein Lehrer, wieder anfängt zu fischen und wo er dann eben all die Sachen macht, die ein passionierter Flügelfischer macht. Der Thomas Douglas liest die Stelle vor. Neben dem mühevollen Aneignen der Wurftechnik ist auch das Binden der Insektenimitate nichts für jedermann. Doch beim Fliegenfischen muss man es beherrschen. Eine stundenlange, einsame Arbeit, für die es mehr braucht als nur Fingerspitzengefühl. Man muss lernen, mit Bindestock und Bindeseide umzugehen, mit Hechelklemme, Kupfer und Bleidraht. Wann verwende ich Fasanenstoßfedern und wann lieber Rebhuhnfedern? Man kann Jahre seines Lebens darauf verwenden, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Und genau das war, was ich tat, als das Gefühl des Verlusts am allergrößten war. Anstatt mich regelmäßig zu betrinken, wie andere es vielleicht getan hätten, weil ich mein Kind und schließlich auch meine Frau verloren hatte, fuhr ich mit dem Rad auf dem kürzesten Weg vom Unterricht nach Hause und noch bevor ich die Arbeiten meiner Schüler kontrollierte oder die Stunden für den nächsten Tag vorbereitete, marschierte ich mit meiner Fliegenrute auf die Fallobstwiese unweit unseres Hauses und versuchte,
hinter das Geheimnis des perfekten Wurfs zu kommen. Oder ich stieg hinunter in die kühle Dunkelheit des Kellers, schaltete die kleine Leuchte auf meiner Werkbank ein und fertigte Fliegen in allen Formen und Farben an. Erst nach gut 2 Jahren konnte ich von mir behaupten, eine Trockenfliege so sanft auf einer ganz bestimmten Stelle der Wasseroberfläche landen zu lassen, dass sie nicht sank. Und es dauerte weitere 2 oder 3 Jahre, bis ich wirklich naturgetreue Maifliegen, Köcherfliegen, Wespen und Libellen binden konnte. Das Fliegenfischen hat mir zwar nicht geholfen, alles, was geschehen war, zu verstehen oder hinter mir zu lassen, aber ich fand Trost im Versuch, einen Fisch zu fangen, in der kunstvollen Imitation der Natur, in der beständigen Gegenwart des Flusses, der Geheimnisse barg und sie dann und wann auch preisgab. Eine Stelle aus Maifliegenzeit von Matthias Jügler, erschienen im Penguin Verlag. Das war der Podcast Literaturclub 2 mit Buch, mit mir, Katja Schönherr. Und mit mir, der Franziska Hirsbrunner. Sounddesign, Basil Kneubühler, Produktion, Barbara Peter. Alle Angaben zum Podcast gibt es auf srf.ch/audio und dort unter dem Stichwort 2 mit Buch.